Haut 13. Sonntag am Joreskreis begrüßen sich aus der Kirche von Einen, wie war drauf von heute Sondesmass. Et singt den Ensemble Vokal Saint-Cécile Einen, mam Anne Bernard, Lynn Schumacher, Jean-Marie Sadler a Carlo Entringer. Organist aus de Paul Vio. No singen Präludium von Michael Haydn, Sangemer, Lobe den Herren vom Neander. Deutsches Hochamt von Michael Haydn, Alleluia, Laudate Dominum an Ave Verum von Mozart. An als Schlusslied Mei Wengert von Hein an Entringer. Durchel spielt als Sorti Kirchensonate A-Dur vom Mozart.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu einen an der Kirche, a leif alle Gue, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Haut erinnerte Jesus eis und dat Wichtigst, rausgoen, für dem Herrgott sei Reich zu verkündigen, an dat mat engem Herz wat frei as von allem, wat et dort so gif können hünneren. Wir wollen de Jesus frohen, dat de neiste Courage gëtt, a sine Spuren weiterzugehen, so wie neiset gefroht huet. Wir feiern des Mass für Therese a Maurice Senninger Hoffmann an en Mémoire für Camille Heim. Los wir uns op des Eucharistie präparieren an alles auflehen, was uns an unserer Mission steuert. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit uns hun, uns all als Schuld loslassen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder und Schwestern, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten,
dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heilevangelium nach Lukas. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen gemeinsam in ein anderes Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Freisinn, das ist das größte Ziel von allen Menschen. Wir alle wollen frei sein, und zu Recht. Frei sein von Zwängen, frei sein von äußerem und innerem Druck, frei von Zukunftsunsicherheiten, frei von Schicksalsschlägen, frei von Krankheiten, frei von, ja am liebsten sogar befreit von der Todesgewissheit. Frei sein. Die große Freiheit. Das werde ich ja wohl noch träumen können. Frei wie am Urlaub, da können wir dann den alltäglichen Stress hannerdeis lassen und einfach nimmen genießen. Oder den Umstand, dass wir an unserem Land weil über 70 Jahre Frieden haben. Sind wir eigentlich dankbar für das Freiheit. Los vier blinkend Freiheitssonne, die mir so lang gesehen, haben wir dieser Degen an unserer Nationalhymne gesungen. Aber jeder weiß, dass Freiheit nicht nur Freisinn von etwas bedeutet, mehr auch Freiheit für etwas. Nicht nur Freiheit von, mehr Freiheit zu. Den Heilige Paulus als Lesung schreibt und Christen an Galatien, auch über Freiheit. Wahrscheinlich hat eine Ursache. Womöglich war hier Freiheit a Gefahr. Worum es geht?
Et geht net fir d'éischt die politisch Freiheit, et geht die inner, geistig, a seelisch Freiheit, déi as sei gemengt. Leif mat Christen, durch Christus sie mir frei Mënsche ginn. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so den Tenor vom Heilige Paulus. An andere wieder, wir brauchen es durch neicht und durch kein Knechten zu lassen. Die Freiheit der Kinder Gottes, das ist ein immens groß Gut. Das Freiheit dürfen wir weder sakrifizieren noch missbrauchen, so urgiert de Paulus. Sklaverei a Knechtschaft, dat der op keinen Fall sinn, ënnert kengerlei Umstände. Sklaverei a Knechtschaft, dat wäre für de Paulus die viel Einzelvierschriften, wie sie am Judentum demos Usus wären, können die Sohn von lauter Beem de Bösch net mit ze gesinn. Vom Druck von so enger Kasuistik sollte Christus Sklaven befreien. An den großen Horizont füllten opmachen, wo heist Liewen, heist Glück, heist Zukunft können Form a Gestalt unhullen. Gilt für den Einzelnen, gilt für die Allgemeinheit, a Kirch, a Gesellschaft. Am mir all hu jo erfuhr, wie schlecht es als Freiheit bestalt war zur Zeit von der Pandemie oder für die ältere Generation zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Keiner ist froh mit so engem Zustand, a kein will so einen Zustand nach einkeier mussen erleben. Da geht zweitens am Brief und Galater jetzt vom Begehren des Fleisches. De Paulus mengt dummer net, wie en unhulle könnt, die sogenannten Sünden vom 6. Gebot. Mei d'Verhale vom Mönch, die nimme just op sich bezun ass, op sich selber konzentriert, die just seng Person zum Moos von alle Sachen an Decisionen mischt. Do wo de Mönch nimme vu singem egene Standpunkt aus alles beurteilt, as eng ege Wünsch durchsetzen willt. Dobei aber Gott an den Nächsten sowie die ganze Schöpfung aus dem Blick verleiert. Do geschieht Sünd vom Fleisch. Wenn man narzisstisch, selbstverliebt, nimmer nur beiß gucken, a vergessen, dass man zu höherem Beruf a befähigt sind, da sind wir an der Gefahr, aus den Ahnen zu verlieren, dass Christus eis die Freiheit von der Kanner vor Gott geschenkt wird. Machen wir eis viel mehr Leifren bewusst, dass wir das Freiheit tun, an dazu abgerufen sind, mit ganzem Herzen, Verstand, mit Gedanken, Wirken, Gott an den Nächsten gern zu haben. Da das dann die Freiheit zu, die positiv umgesetzte Freiheit. Die Freiheit, aus der ihn etwas mischt. Eine Freiheit, die nicht nur ein Zustand ist, wo alles Bruch ging leihen, mehr eine Aufforderung, eine Challenge, für etwas zu bewirken und dabei Gott an den Nächsten am Blick zu haben. Als Koordinatensystem gewissermaßen, an dem sich als christlich Leben aufwickelt. Dem gegenüber kann die Begierde vom Fleisch, vom auf sich fixierten Mensch, zur Zerstörung vom menschlichen Miteinander bis hin zum Vernichtungskrieg einer Völker und Nationen führen. Gottes Geist soll uns vielmehr zum Guten fähig machen, auch von all Egoismus, dem persönlichen wie dem kollektiven, auch von allem, was destruktiv wirkt, fernhalten. River bei dem Evangelium. Da sagte Jesus zu einem Mann, folge mir nach, komm a geh mat mach. Der Mann ist prinzipiell bereit, will aber nach das dann dat für drun bewerkstelligen, nach verschiedene Santrei bringen und zu einem guten Ende feiern. Dem Jesus gefällt das nur aber gut nicht. Man ist hier dann ein Unmensch. Wie kann er da gehen sehen, dass nach sei Pap begrieft, wie es sich gehört? Oder in anderen seiner Familie will die Sohn ihre Matt geht. Unmissverständlich sehte Jesus, los die Dodig begrüven, an kein, den Tand und de Plogelurch tue dann zurückguckt, dort etwas für Reich Gottes.
Der Jesus reagiert ganz hart, eigentlich unverständlich und unsympathisch. Wieso? Froh man eis. Natürlich sind so Erzählungen überspitzt, wie das Nolausterat Point, dat heißt Moral von der Geschichte ohne Missverständnis matkriegen. Der Schlüssel für dem Jesus sei Verhalten zu verstehen aus den Hai. Hier will, dass man ob ganz gehen. Deelzeit Christ sinn, dat geht net. Half Christ sinn, geht net. Berufssinn als Christ an dem Jesus nogoen fordert de Mönch ganz. Wie Jünger oder Jüngerin sie wild, muss bereit sein, sich gegebenenfalls aus alle Bindungen und Sicherheiten Last zu lesen. Wie ein dauernd zurückguckt, als nicht geegent für Reich Gottes matt abzubauen, weil es nicht mit halbem Herz dabei. Die anerhalten als nach mindestens bei seinem alle Leben, bei allen möglichen Verpflichtungen. Und als zerrappt und zerrass, erwehrt, wann es ganz schlimm könnt und an neuer Aufgabe scheitern. Folglich als Decisionskraft, Entschiedenheit gefordert, entweder oder. Der Jesus bietet neid Leben an. Wie ein Doffer unholen will, muss das aus ganzem Herz und mit voller Überzeugung machen. Konsequenz als ugesot, kein Halbsachen. Christsinn lief alle gut, bedeutet dem nur mit ganzem Ersatz Ja soen. Ja, Herr, ich leben. Und das Ja gerade so grütlinig durchziehen. Christsinn nimme stonneweis oder hobbymäßig, amateurhaft oder als Teilzeit sozusagen, als schwer möglich. Entweder das nicht oder eben nicht. Entweder ich schließe mich ihm an der voller ganz, oder ich verweigere mich. Hier selber hat ja auch kein Kompromisser gemacht, wie as ob ganz gegangen, so gut wie ihr Tieren sei Kap kascht huet. Zwei Möglichkeiten Hummer also, sitzen bleiben oder obstohlen am mit dem Jesus eis obmachen. Ein Mittelweg ist ausgeschlossen. Et kann ihn nicht nimmen half mit hingehen, was gibt da doch für Getrenntels gehen. Et kann ihn nicht nimmen half Christ sein. Beim Jesus opbrechen bedeit, etwas ganz Neues wohnen, sich ob Unbekanntes anlassen, und zwar ob sei Wut, ob sei Ruf hin. Sicher, das braucht Courage. Mir das nicht so schwer, wie es sich unhört, weil der Jesus hält uns bei der Hand und hier weist uns den Weg. Liebe Brüder und Schwestern, dem Jesus nachfolgen, sei Jünger sind, das ist der Kehr vom Christsinn. Man hatte gesehen, das bedeutet Freiheit. An etwas aus der Freiheit machen. Du hast Flexibilität ugesucht, aber auch Stabilität. Oder wie die Autorin Hilde Domin geschrieben hat, man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lossem Reis und die Jesus richten, für dat eise Glav sich an eisem Handeln ausstreckt. Guck ob den Kirch, det Evangelium verkündigt, erschenk hier dein heilige Geist, den sie unterstützt. Jesus, Herr Eis.
Guck, ob die decouragiert, erscheint ihnen dein heilige Geist, die sie trägt. Jesus, Herr Reis. Guck, ob die Orientation an ihrem Leben verloren haben, erscheint ihnen dein heilige Geist, den ihnen den Weg hell möchte. Jesus, Herr Reis. Guck bei Spor, die nicht immer viel Wappes hat, erscheint ihr dein heilige Geist, den sie feiert. Jesus, Herr Reis. Herrgott, du eise Pap, du möchtest als Herz op für das Wort von deinem Jung. Gib eis Gnot, dat mir reist Leben eisen Glaven upassen. Dat frohe ma dich, de Jesus, eise Bruder an eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, in den Geheimnissen, die wir feiern, wirkst du unser Heil. Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar würdig vollziehen, von dem wir deine Gaben empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Du verbieten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist.
Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem jungen eiser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrode gouf, wo den Tod op sich geholt wird, du hält den Brot aus in Hen, seht den Dank gebiert, bricht Brot, rechtet singe Frin, seht, holt an erst alle gut davon, Datei aus mein Leib, Getier gin für ich. Nom ersten hölte noch de Kirlich, se derimmen Dank gebiert, recht de Kirlich singe Frin seht, holt an dringt alle gut raus. Dateiers de Kellich mat mingen Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel aner, wie dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod der verkündigen. So feiere mir, heilige Pap, dun Denken von dingem Jung, der für Reis gestorben an Oberstan ass, an so affirmadiert Brot vom Leben an der Kirche von der Erlesung. Wir sohn dir merci, weil du seist Beruf, für von dir zu stohen, an dir zu dingen. Wir beten dich, lo seist Deelholen Leib an Blut von Christus, dat ma eint kin durch den Heilige Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, allos sei völlig Wursen an der Lebt, zu summen mit diesem Papst Franziskus, diesem Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an nun all die Äner, die an Dinger Not gestorben sind, hol sie op bei dich an dein Reich. Pap, erbarm dich eiser all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heilige Josef, mit den Aposteln, an all denen, die Not von du bei dir sind, dort Welt besteht. Mit ihnen all, lo seist dich löwen an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Weil durch ihn, am Mattim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eher, lo an immer an ewig. Amen. Und als Kanner vor Gott darf man es lo und Hirn adressieren, mit denen Werte, die Jesus Christus, als Bruder und Herr, als selber gelehrt wird. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis halt als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, es frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues Leben. Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit und dir auf immer verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu einen. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Masse von der Foire Agricole von Ettelbrick. Und los schalten wir zurück an den Studio.